Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, meine Einschätzung zum Champions League Rückspiel in Leverkusen und ja, wie ich aufstellen würde, wie die Aufstellung sehr wahrscheinlich aussehen wird. Die Mannschaft stellt sich ja eigentlich von alleine auf, erst recht nach den Leistungen gegen Bochum, die man gesehen hat. Von daher ist da relativ wenig Spielraum. Zum Spiel selber, 3:0 ist natürlich eine Führung, die man ja, ausspielen muss. Ja, ich denke, das sollte klar sein. Ich denke, unsere Herangehensweise wird auch jetzt nicht so sein, dass wir auf Teufel komm raus da anrennen werden und den Leverkusenern da extra Raum geben werden. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass wir natürlich ein Tor erzielen wollen, ja, und nicht das erste Tor kriegen wollen, weil dann kann das Spiel natürlich in eine komische Richtung gehen. Das sollte auch klar sein. Die Anfangsphase wird super wichtig werden. Und natürlich wäre es ein Riesenvorteil, wenn wir das erste Tor erzielen, weil dann kannst du dem Ganzen schon ein bisschen den Zahn ziehen. Na, wenn du das erste Tor kassierst, vielleicht sogar ein zweites innerhalb der ersten Halbzeit, dann kann es natürlich wild werden. Aber ja, dann das Ziel muss natürlich sein, selber ein Tor zu erzielen, ja, um da den Schwung mal dann komplett rauszunehmen. Ob das gelingen wird, werden wir sehen. Ich freue mich aufs Spiel. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Mein Tipp: Ich würde sagen, ich tippe ein 4:2 für uns. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, ja, dass Leverkusen nicht aufhören wird und irgendwie mit voller Macht dann weiter versuchen wird, irgendwie da noch Tore zu erzielen und wir dann eiskalt 1, 2 Konter setzen werden. Wir werden sehen, vielleicht wird es aber auch ein super langweiliges Spiel, irgendwie mit 1:1, 1:2 oder sowas. Also, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke, Leverkusen wird von Minute 1 an alles versuchen. Die Frage wird sein: Wer erzielt das erste Tor? Erzielt sie Leverkusen, dann werden die natürlich nochmal eine Schippe mehr, wird nochmal ein bisschen Schwung mehr kommen. Erzielen wir es, ja, auch dann wird Leverkusen nochmal alles nach vorne werfen. Schwierig, schwierig. Wer weiß, vielleicht wird es auch einfach ein 1:2 oder sowas. I don't know. Schwer zu sagen. Ich hoffe auf ein torreiches Spiel, von daher tippe ich 4:2 für uns. Ja. Gut. Und damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. So, wenn wir auch mal das richtige Bild haben, wa? Und wenn ich auch noch auf der richtigen Seite wäre. Ja, Leute, ich bin direkt nach dem Stream. Hier ist alles kunterbunt. Wild. Komm, ich mache euch auch noch die Logos rein, damit ihr auch wisst, um was es sich hier handelt. Gut. Ja, Ubi stellt sich von alleine auf. Peretz ist wohl noch nicht so weit. Neuer verletzt. Ulle ist nur noch auf Sparflamme. Von daher stellt sich ein Ubi von alleine auf. Genauso wie sich ein Harry Kane von alleine aufstellt. Und eigentlich stellt sich ja die gesamte Mannschaft von alleine auf. Ich denke, keiner der Spieler, die gegen Bochum gespielt haben, haben auch nur ansatzweise irgendwie Argumente für sich geliefert, außer vielleicht ein Guerrero. Dass der jetzt aber in der Mitte dafür für einen Musiala aufläuft, ja, denke ich, können wir ausschließen. Von daher wird das die Anfangsformation vorne sein. Auch in der Mitte wird sich nichts ändern. Da wird ein Kimmich neben Leon spielen oder umgekehrt eher. Ja. Also Leon war heute der Spieler auf der PK, da glaube ich kaum, dass er draußen sitzen wird. Alles andere wird mich überraschen. Innenverteidigung, auch da sollte sich der Bums von alleine aufstellen. Wobei ich einen Kim vielleicht noch ein bisschen als Wackelkandidat sehe. Vielleicht läuft da auch ein Ito auf oder ein Eric Dyer, werden wir mal sehen. Aber ansonsten gehe ich erstmal davon aus. Ja, linke Seite wird es ein Davis werden. Auch ich würde einen Davis erstmal aufstellen. Wie gesagt, sollte er irgendwie maßlos überfordert sein, kannst du immer noch reagieren und einen Ito bringen. Auf der rechten Seite, ja, Conny Leimer hat die letzten beiden Spiele nicht so schlecht gemacht. Und wenn ich sehe, dass ein Stunny schon wirklich ein bisschen überfordert war teilweise, fairerweise war es dann aber auch eher, wenn er irgendwie hier im Halbfeld oder auf der linken Seite rumgelaufen ist. Also ist für mich eigentlich die Entscheidung zwischen Pavlo und Conny.
Ich will einen Stunny bringen, Alter. Ja. Ich will mit dem Stunny anfangen. Ich meine, das ist unser Rechtsverteidiger wahrscheinlich Nummer 1 und irgendwann muss man dann auch mal anfangen und dem Jungen halt einfach auch mal das Vertrauen aussprechen, wie man es bei allen anderen Spielern getan hat. Ja. Und ich sehe jetzt nicht, dass ein Conny Leimer defensiv jetzt gerade so eine Bank ist, als dass es da irgendwie ansatzweise jetzt so die super Argumente gibt. Wir tragen mal die möglichen Ersatzspieler ein und dann sehen wir eigentlich schon, dass sie nicht wirklich Alternativen sind für den Startelf-Einsatz. Ja, das muss man leider Gottes so knallhart sagen. Ja. Vielleicht ein Ito, ja. Gehe ich mit. Wie gesagt, ich sehe nicht, dass Geschwindigkeit unbedingt alles ist. Trage mal den Conny da ein, weil woanders ist eh kein Platz mehr da. Und ja, dann haben wir hier noch einen Eric. Ja, und das war's. Ja. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, also ich denke Sané, Müller und ja, Goretzka, genau. Dann gehört natürlich Gnabry hin und Gnabry haben natürlich maßlos enttäuscht gegen Bochum. Also das ist nicht wirklich eine Alternative. Ja. Und ein Palhinha wir jetzt auch schwer haben nach der Aktion, obwohl ich die jetzt nicht so wild fand, haben wir heute im Stream drüber gequatscht. Wen es interessiert, guckt sich das an. Guerrero natürlich, aber jetzt auf einer 6er-Position beim offensiven Leverkusen sehe ich auch nicht, wenn dann eher als Alternative, wenn Musiala nicht könnte. Von daher auch nicht wirklich als defensiver Linksverteidiger. Boah, tue ich mich auch super schwer beim Guerrero. Wenn dann noch als Rechtsverteidiger, da würde ich ihn vielleicht noch sehen. Vielleicht wird es so kommen. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ja, Eric Dyer ist mit Sicherheit eine Alternative, genauso wie ein Ito in meinen Augen. Aber der Rest. Nee, nicht wirklich, ne? Und von daher wäre das meine Aufstellung, mit der ich beginnen würde. Wie gesagt, sollte hier irgendwas angeschlagen sein, Ito kann Innenverteidiger spielen, Stunny könnte auch ein Innenverteidiger spielen. Ich sehe den Stunny aber eher auf der rechten Außenbahn. Auch wenn es Conny Leimer die letzten beiden Spiele einen Tacken besser gemacht hat, aber Leverkusen wird seine Seite ansonsten gnadenlos anlaufen, weil sie ihn als Schwachstelle ausmachen werden. Ja. Wobei in Davis defensiv natürlich jetzt auch nicht die Offenbarung ist. Ja, wird spannend zu sehen sein. Aber wir müssen das jetzt auch nicht an einzelnen Spielern festmachen. Ich denke, wichtig ist, dass die gesamte Mannschaft arbeitet. Ja, und wenn Michael die rechte Seite defensiv unterstützt und Koman die linke Seite defensiv unterstützt, dann sieht das natürlich alles auch ein bisschen besser aus. Und das werden sie auf jeden Fall machen müssen. Ja. Zumindest gehe ich davon aus, dass Leverkusen erstmal die Anfangsviertelstunde, 20 Minuten ja, alles reinwerfen wird, weil eine andere Wahl haben sie ja am Ende des Tages nicht bei 3-0 hinten. Ne? Ja, und von daher, das wäre meine Aufstellung, Leute. In diesem Sinne wünsche ich uns ein super duper Spiel. Wie immer, hoffentlich ein gutes Spiel, hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Hauptsache, wir kommen weiter. So, der Rest ist erstmal zweitrangig, denke ich. Ne? Und dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.